Ja, grüß euch benannt und einen Sackerschgurden. Jetzt Kasperl. Ich sag's euch nicht, wie lange ich jetzt gerade bei der ersten Aufnahme geredet habe, bevor ich gemerkt habe, dass das liebe OBS beim Updaten mal wieder meine Standardeinstellungen verkext hat und nichts davon in der Aufnahme gelandet wurde. Wild. Es hat länger gedauert, als ich stolz bin zuzugeben. Wir sind am 29.05. angekommen. Also, sind wir am 28.06. heute, Datum, Wetter, Uhrzeit, Cheers. Aber bei der Aufarbeitung der Geschehnisse der letzten paar Wochen sind wir am 29.05. bei Ufi angekommen. Der erzählt uns was über Drachenlord will Baby-Drachen verwöhnen. Okay. Das ist das letzte Drittel irgendwie von dem Video im ersten, in der ersten Hälfte ging es mehr oder weniger exklusiv um Shurioka. Über die reden wir da auch noch. Irgendwann. Ich kann meinen Roll dazu auch einfach nicht halten. Also das ist ein nimmer enden wollender Treppenwitz. Die ganze Nummer. Und dann ging es um Meppo. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wartet mal. Aber den Bildschirm schon einmal aus. Hier sind wir. Ah, der Kollege hier. Ist der näher dran an Bildschirm. Noch näher. Ja, genau. Das ist der Typ, der in dieser Bubble ist, die so gegen toxische Männlichkeit geht. Und wenn irgendjemand irgendwas sagt, das ihm nicht passt, dann gleich, was willst du, ist das Maul? Geht er hin wie der hinterletzte Primat. Der Witz schreibt sich von alleine, Leute. Okay. Aber wir sind jetzt da im letzten Drittel, im letzten Viertel eigentlich fast schon von dem Video. Und da geht es jetzt um Reini und Babydrachen. Let's go! Hockt euch her, sind wir mehrer. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging an einer. In Rainer. Okay, dann lasst uns jetzt mal zum Abschluss nochmal über Rainer sprechen. Danke, Ofi. Denn der ist ja weiterhin auch aktiv und füllt seinen Blog weiterhin mit neuen Fabelwesen. Und im Übrigen, auch jetzt einen Monat später, auch wenn der Blog jetzt nicht mehr öffentlich aufrufbar ist, beziehungsweise hinter einer Paywall versteckt, ist er immer noch aktiv. Ich will keinen hören, der ihm diese Zeit jetzt wieder als Abstinenz vom Internet-Dasein anrechnet. Ganz ehrlich, wenn der Scheiße anfängt, der kann ihm auch wirklich seine kompletten 10 beschissenen Jahre auf YouTube als harte Arbeit anrechnen. Ist nicht gegeben. Und diese sind natürlich wieder in einem kindlichen Zeichenstil geschaffen. Oh, jetzt Rainer, bitte. Und wieder die sexuelle Bereitschaft erhöht. Such dir verdammt nochmal Hilfe, Rainer. Rainer, es kann doch die Wahrheit nicht sein, dass sogar Fabelwesen von dir in die PDF-File-Richtung interpretiert werden. Rainer, lass dir helfen. Ich mein's jetzt wirklich ernst, lass dir helfen. Das ist gefährlich und nicht normal. Worden. Und natürlich, wie Rainer es mag, mit erhöhter sexueller Bereitschaft. Unfassbar. Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich nur schon wieder gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Aber ich sollte noch mehr vom Glauben abfallen, als ich Nein, Opi, lass doch jetzt. Oh Gott. mir dann den Text darunter durchgelesen habe. Vor allem den Text der Besonderheiten. Und den lese ich euch mal. Boah, Leute, macht's jetzt kurz Pause. Die Leute von euch, die es, jetzt seid ehrlich, die es schon gesehen haben, die wissen, was jetzt kommt. Jetzt vielleicht nicht, aber die Leute, die es entweder vergessen haben oder die noch nicht wissen, was jetzt kommt, schreibt es mir jetzt unten in die Kommentare. Hier 13:22. Minute 13 und 22 Sekunden. Was kommt jetzt? Ich bin komplett blank. Ganz ehrlich, ich bin nicht in der Lage, mir jetzt auszumalen, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde wahrscheinlich ein wenig die Kontenance verlieren. Vor.
Zitat, Besonderheiten. Tatsächlich gibt es zu ihnen nur eine Sache zu sagen, doch diese reicht mehr als aus, glaubt mir. Sie sind unglaublich niedlich. Das war's auch schon. Natürlich haben sie noch mehr Eigenschaften, aber sie haben mich gebeten, darüber Stillschweigen zu bewahren. Und wer wäre ich, wenn ich meine geschaffenen Art nicht hin und wieder verwöhnen würde? Sie sind also niedlich. XD. Keiner. Alter! Ey, das genaue Untersuchen seiner Festplatte war definitiv nicht notwendig. Das XD. Ich habe genügend Bärchen-Leaks behandelt. Auf meinem Kanal, auf anderer Leute Kanal und Sachen, die nicht veröffentlicht wurden. Um zu wissen, wann inflationär von reiner XD verwendet wird. Und das ist sehr inflationär verwendet worden in den Chats mit den entsprechenden Bärchen und immer wenn es um ein bestimmtes Thema ging. Sie sind niedlich. XD. Ah ja, ich krieg ganz, ganz fürchterliche Gänsehaut gerade. Eines ist beyond gruselig. Sie sind in Fett hat er es auch noch. Und da tut er so, als hätte er mit ihnen gesprochen. Der Besuch beim Vogel-Doktor, der ist überfällig, Rainer. Überfällig. Liebe Grüße, Rainer Winkler. Zitat Ende. Junge, 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 du bist so durch, wirklich. Diese kindlichen Wesen verwöhnen. Jetzt mal ehrlich, Rainer, such dir Hilfe. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man solche Gedanken öffentlich ins Internet stellen und glauben, die Leute würden das so akzeptieren, dass du so einen Schmutz von dir gibst? Einfach wirklich unglaublich. Aber ich glaube, da er keinen Discord mehr hat, beziehungsweise keinen öffentlichen für Fans mehr, will er im Moment an seinem Masterplan arbeiten. Ich erkläre euch mal, was ich glaube, was er so vorhat. Meiner Meinung nach will er nämlich alle Kommunikationswege so gut es geht unterbinden. Im Moment hat er ja nur seine Kommunikationswege im Blog offen, die er manuell freischalten muss, wenn halt Kommentare dort geschrieben werden. Und so igelt er sich halt wieder in seiner Welt ein. Sein Ziel ist es halt, solche Takes wie diesen über diese kindlichen Drachen halt veröffentlichen zu können, ohne sichtbare Kritik daran aufkommen zu lassen. Und wenn er dadurch wieder genug Selbstbewusstsein getankt hat, dass er der Meinung ist, der Hate wird weniger, kommt er wieder mit Videos oder einem Discord oder sonst irgendeinem Projekt, was er dann halt irgendwie vorhat. Ja, wie gesagt, ich glaube, also meine Theorie steht, der versucht momentan im Internet ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zu erregen, in der Hoffnung, dass vielleicht 2, 3 Mark bei der ganzen Geschichte umeinander Springer die er abgreifen kann, um sich in der Switch 2 zu ergaunern, erbetteln. Sucht euch die Vokabel eurer Wahl aus. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, vielleicht war es ein Teaser schon oder aber auf jeden Fall kann man sagen, irgendwas stimmt im Kopf von dem Monet. Ey, es ist jetzt wirklich auch irgendwann in dem Bereich, wo es halt nimmer lustig ist. Hat, um seine Ansichten zu teilen und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los und die Kritik wird ihm wieder die Lust an diesen Sachen nehmen. Auch natürlich, wenn es berechtigt und komplett nachvollziehbare Kritik ist, die jeder anbringen würde, der halt diese Sachen sieht, wie er seine kindlichen Figuren dort beschreibt und irgendwas von Verwöhnen da im Text faselt. Und daher bin ich der Meinung, dass diese Kritik, wie in meinen Videos zum Beispiel, auch wenn er versucht, diese Kritik nicht an sich rankommen zu lassen, so wichtig ist, um ihn nicht komplett abdriften zu lassen in diese Fantasiewelt, wo er glaubt, er könnte sich alles erlauben. Sophie, ich glaube, dass da das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen schon gefallen ist, ertrunken und hat sie da größtenteils auch schon aufgelöst. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, die Radikalisierung in Richtung PDF-Files ist bei Rainer schon lange abgeschlossen. Und ich glaube, das war es auch schon lange bevor das in der Öffentlichkeit klar wurde für alle Leute. Also wir alle
kennen Rainer und seinen Content und seinen Werdegang gut genug. Und wir haben mitgekriegt, wie er über die Jahre immer mehr von seinem eigentlichen Selbst preisgegeben hat. Am Anfang in den ersten Videos, da hat er noch gut die Maske aufgesetzt. Da hat er noch geschauspielert, so, oh, schaut's mir an, ich bin ja eigentlich hier ganz sympathischer Dude, ich bin vielleicht ein wenig dick und vielleicht bin ich ein wenig dumm, aber schaut's mir an, ich wackel lustig mit dem Kopf. Aber gerade in so privaten Sachen und immer, ne, da ist immer mehr und immer mehr und immer mehr und wenn er da mal einen Sitzen hatte, noch mehr vom wahren Rainer zum Vorschein gekommen. Aber ich glaube nicht, dass der sich jetzt in diese Richtung wirklich entwickelt hat. Ich glaube, das war immer da. Er gibt halt inzwischen keinen Fick mehr darum, das zu verbergen. Das ist der Punkt. Der Rainer, der damals dort gestanden ist und diesen Schmutz an die Wand gemalt hat, wo er verzapft hat, ich bin dann der Mettler unter die Let's Player oder so einen Krampf. Ja, der hatte genau diese Scheiße schon in sich, der hat sich einfach nur mehr Mühe gegeben, das zu verstecken, weil er gewusst hat, das lässt sich im Internet schlecht monetarisieren. Jetzt, wo es über die Zeit immer weiter rausgekommen ist, weil ja viele Leute ihm das ja auch rausgekitzelt haben, Discord-Leaks, Teamspeak-Leaks, wie gesagt, manchmal im Livestream, wenn er einen sitzen hatte, was er wirklich für ein Mensch ist. Da das jetzt alles schon raus ist, denkt er sich, ja, ist der Ruf einmal ruiniert, dann lebt er sich ganz ungeniert, da brauche ich mir auch nicht mehr zu verstellen. Jetzt lässt das halt raus. Weil er auch glaubt, ihm kann keiner was deswegen und es ist ja auch anscheinend offensichtlich so. Ja, ansonsten hätten sie jetzt seine Festplatte damals untersucht. Dann wäre ihnen vielleicht aufgefallen, Moment mal, ich glaube mit dem Herrn Winkler, da stimmt ein bisschen was nicht. Und vielleicht sollte man den dann doch einmal irgendwo vor einen Richter bringen und den fragen, was das soll, was da auf seiner Festplatte ist. Ich erinnere daran, dass Leute, die Zugriff auf Festplatten von Rainer bekommen haben und Leute, die Zugriff auf seine einschlägigen Online-Accounts hatten, Daten gesammelt haben über Sachen, die Rainer mit gefällt mir bewertet hat auf Internet-Borneo-Seiten, in denen, wo die Titel waren, Daddy, please stop. Wo der Titel dir schon 2 Red Flags gibt. Ne? PDF-File und Grapefruit. Ich muss das Ganze, wenn ihr jetzt ein bisschen YouTube-freundlich machen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, you can't spell Grapefruit without fruit. Egal. Und das war ja nicht das Einzige. Die ganzen Sachen, es gab, ich glaube, das ist schon 2,5 Jahre her, wo das rausgekommen ist. Muss Ende oder 1,5 Jahre, Ende 23, Ende 22, ich weiß nicht mehr genau, wann es veröffentlicht wurde. Dinge, die Rainer mit gefällt mir auf diesen Seiten markiert hat, die eigentlich ein eindeutigeres Bild nicht hätten zeichnen können. Nicht einmal, wenn es Rainer selber in seinen stümperhaften Fähigkeiten an seine eigene Wand gepinselt hätte. Und daher werde ich auch weiterhin dafür sorgen, dass deine öffentlich gestellten Sachen, wie dieses Beispiel hier... Und das ist der nächste Punkt, auf den ich jetzt gerade komme. Kurze Abschweifung. Und ich begreife nicht, warum es in unserer Szene Deppen gibt, die aufgrund der Designentscheidung des Tätowierers, wie er dieses Triforce bei ihm hin tätowiert hat, was auch im Internet geklaut war, kommen und sagen, hier PDF-File
und nicht aufgrund der offensichtlichen Dinge, die auf dem Tisch liegen. Als wäre das... Seid ihr Verschwörungsdullis oder... Ich verstehe das nicht, warum es da Leute gab, die dann so drauf gesprungen sind, oh, schau, deswegen. Nein, das ist einfach ein x-beliebiges Design, das sagt überhaupt nichts aus. Ja? Schaust vielleicht aber auf den Riesenberg an Beweisen dafür, die er einfach freiwillig ins Internet gebimmelt hat, anstatt an solchen Bullshit aufzuhängen. Das ist hier nicht, wie heißt es, das Vermächtnis der Tempelritter oder der Da Vinci Code oder sowas. Ja, das ist keine geheime Verschwörung, da sind keine Rätsel zu lösen. Es liegt geradeweg auf dem Tisch, was der Fall ist. So tief müssen wir gar nicht graben. Boah, da geheime Zeichen tätowieren lassen für Insider. Nein. Er hat im Internet freiwillig preisgegeben, wes Geisteskind er ist. Hier an schlimmen Gedanken aufgearbeitet wird. Ich kann dir auch wirklich nur raten, Hilfe zu holen. Ich meine, nach so vielen Vorwürfen gegen dich, die immer wieder aufgekommen sind, der braucht meiner Meinung nach halt irgendwann ärztliche Hilfe. Und wenn man krank ist, hey, dann braucht man sich dafür auch nicht zu schämen, Hilfe anzunehmen. Aber nach diesem Ereignis mit diesem gerade 3-jährigen Mädchen, was ja deine Nachbarin war, dann diesen Prima Noctis-Geschichten auf deinem Blog, die ja deiner Aussage nach rein fiktiv waren, aber der Täter zufälligerweise Rainer hieß, deinen ganzen schlimmen Aussagen und Taten über diese ganzen Jahre hinweg und nun wieder dieser Blog hier, in dem du darüber sprichst, kindliche Drachenwesen zu verwöhnen. Ja, mir bleibt da nichts anderes zu sagen, als dass du dir bitte Hilfe holen solltest, anstatt deine Gedanken im Internet auszuleben und deine Kommunikationswege so weit zu beschränken, dass du keine Kritik dafür mehr annehmen möchtest. Ja, das ist das nächste Ding, ja. Da begibt man sich in so eine Bubble. Und ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Ich kann nachvollziehen, dass es eine beschissene Situation ist, wenn man solche Neigungen hat. Aber es gibt da zweierlei Umgangsweisen damit. Ja? Das eine ist selbstreflektiert festzustellen, alter Alarm, das geht nicht klar, das ist abartig und ich brauche Hilfe und sich dann an entsprechende Stellen zu wenden, wo man Hilfe bekommt. Und das andere ist zu sagen, nee, ist alles in Ordnung. Alle anderen haben Unrecht und ich schreibe jetzt einfach meine Vorlieben, so wie sie sind, ins Internet mit Engelchen und Lichtwesen und Drachenkindern und hast du nicht gesehen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute den ersten Weg wählen, aber ich glaube, die überwiegende Majorität geht den Rainer Weg, aber halt nicht so extrem öffentlich. Ich kann es euch nicht sagen. Man steckt nicht drin, aber Rainer sucht dir Hilfe. Tu, was Ofi dir sagt. Such dir verdammt nochmal Hilfe. Dass du keine Kritik dafür mehr annehmen möchtest und es somit dann normalisiert darstellst. Denn das, lieber Rainer, ist nicht normal in einer Gesellschaft, in der Kinderschutz großgeschrieben wird. Das ist meiner Meinung nach nicht zu akzeptieren. Naja gut, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, denn diese Sache... Ja, sehe ich genauso. Das ist absolut inakzeptables Verhalten und ich begreife nicht, warum, wenn jemand sowas in einem Blog ins Internet stellt, warum da nicht die Bullen aufschlagen? Ich check das nicht. Ich meine, klar, muss irgendwo Hürden geben, dass die Bullen nicht bei jedem permanent vor der Haustür stehen können wegen Killefits, aber es ist ja hier offensichtlich nicht der Fall. Ich begreife nicht, wie jemand sowas ins Internet stellen kann und das keinerlei rechtliche Konsequenzen hat. Er könnte es sich das auf die Stirn tätowieren lassen. Und durch die Gegend laufen. Das würden wahrscheinlich weniger Leute mitkriegen, als wenn du es ins Internet stellst. Warum darf man das? Machen mir schon ein wenig Angst und echt ein ungutes Gefühl im Bauch, bin ich ganz ehrlich zu euch.
Na gut, ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Vatertag. Ich sage natürlich... Ja, Vatertag ist lange rum, aber wo sind wir? 20 Minuten kurzes Video für heute. Ach komm. Ich mach kurz Pause. Ich suche nochmal was raus. Schau mal, wie es weitergeht. Und da sind wir im Juni angekommen. Ja, 3.6. Es geht um Drachenlord und Uwe. Davor geht es um irgendwelche Dullis, die Swatting gefaked haben. Warum auch immer Dinge nicht mehr hinterfragen manchmal. Einfach. Ich glaube, das macht einen glücklicher. Da hinten geht es nochmal die Hälfte vom Video über irgendwie Shoyoka und wer ihre Social Media Kanäle betreibt. Oh ja, das könnte mir nicht weiter am Arsch vorbeigehen. Aber schauen wir mal, was Rainer und Uwe. Rainer und Uwe, oder? Das hört sich irgendwie so eine Polizeiserie auf dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk aus die 80er Jahre, oder? Ja, Rainer und Uwe. Hier von der Davidswache in Hamburg. Ja. Let's go. Aber okay, wir gehen mal weiter und zwar zum Drachenlord. Denn über den gibt es auch noch ein bisschen was Neues zu berichten, beziehungsweise etwas, über das ich sprechen möchte. Wir fangen mal mit diesem Clip hier an, denn in der Formel 1 ging es nur am Wochenende in Spanien zum Rennen. Und da lassen sich die Formel 1-Experten natürlich auch nicht lumpen. In Barcelona. Lieblingsland. Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Unfassbar. Da hocken sie mit einem Sangria. Barcelona. Ja, gehört bei RTL. Aber hey, auf was schätzen wir die Jungs? Mitte, Ende 50 vielleicht, ha? Ja, was soll man sagen? Jedes Game hat auf jeden Fall ein großes Publikum. Ein 83-Jährigen sicher noch nicht, hä? Ich muss immer wieder dran denken, wenn der Rainer wieder erzählt, ein 83-Jähriger war bei ihm und hat ihn gehatet, dass er nicht gecheckt hat, dass er vielleicht die Zahl 83 mitgekriegt hat, aber das höchstwahrscheinlich das Geburtsjahr war. Und der gute Mann vielleicht 6 Jahre älter als er, aber hey. Aber die Jungs, ey, Barcelona! Ja, also wenn selbst RTL sich über dich lustig macht, Junge, Reini, dann hast du es wirklich geschafft. Aber... Ja, aber das ist ja schon bei denen auf dem Radar. Aber ja, vielleicht kann der Rainer ins Dschungelcamp gehen. Alter, wenn der Rainer ins Dschungelcamp geht, dann abonniere ich RTL Plus. Auf jeden Fall. Alter, da sitzen sie dann. Rainer und, keine Ahnung, Ralf Schumacher und wen auch immer von diesen verlorenen Gestalten, die dann nächstes Jahr wieder aus dem Hut zaubern. Und dann sitzen sie da ums Feuer rum. Rainer erzählt seine Storys. Ja, haben wir das Haus genommen. Damals im Wald, kennen wir ja aus. Da fängt er an mit seinen Survival Skills. Alter, ganz ehrlich, ich bin der Erste, der das Disney Plus Abo abschließt, wenn sie Rainer ins Dschungelcamp packen. RTL, please make it happen. Please. Zum Beispiel auch Edeka macht mit. Extrablatt! 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 Herr Winkler, Was ist das denn so? Angebote von Edeka Kirello. Cerello? Okay. Jetzt online abchecke. Mädel, Leute. Ja, und auch... This made my day. Leute, ja, mehr davon. Ganz ehrlich, mehr davon. Das ist ja fast besser wie Supergeil damals. Hm? Auch dann, Herr Edeka macht Werbung mit Rainer. Bitte. Ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche dringend Eskapismus. Ich habe wieder Nachrichten geschaut und das macht einen unglücklich. Ich habe mich wieder mit Menschen abgeben müssen, feststellen müssen, dass Menschen kein Rückgrat haben. Es macht einen unglücklich. Komm, einfach dummer Eskapismus. Räume aufreißen und eine Edeka-Werbung anschauen, wo es um Rainer geht. Bam. Rainer im Dschungelcamp. Bam.
auch wenn unser Lieblings-YouTuber nicht mehr aktiv Videos macht. Seine Memes bleiben erhalten und werden weiter verbreitet. Ja, und neben dieser Geschichte stellt der Reini auch weiterhin wieder irgendwelche Fantasien von sich ins Internet. Und zwar mit solchen Bildern hier von nackten, mädchenartigen Elfenwesen, die er Undinen nennt. Den unteren Teil des Bildes lasse ich mal. Fortpflanzungsgene stark. Sexuelle Bereitschaft. Oh. Ach, meine Fresse. Weg, weil ich nicht weiß, wie YouTube auf solche Zeichnungen reagiert. Und ich denke mir halt jedes Mal. Und auch das sieht wieder verdächtig minderjährig aus, Leute. Oder? Schaut das aus wie ein erwachsener, volljähriger, ausgewachsener Undine, humanoides Wesen? Ah, scheiße. Oder schaut das vielleicht eher aus wie ein wenig minderjährig. Da sind wir wieder. Elfenwesen, die er Undinen nennt. Den unteren Teil des Bildes lasse ich mal weg, weil ich nicht weiß, wie YouTube auf solche Zeichnungen reagiert. Und ich denke mir halt jedes Mal wieder, hört auch auf, irgendwelche Zeichnungen von kindlichartigen Wesen da reinzustellen. Vor allen Dingen kindlichartigen Wesen, die irgendwie sexuell gestaltet. Das sind was war das, Engelchen? Oder Lichtlinge oder... Ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren, wie viele PDF-Files Rainer da hochgeladen hat. Gesteigerten Bereitschaften haben. In meinen Augen einfach nur abartig. Aber im Grunde wollte ich jetzt gar nicht darüber sprechen, sondern über Rainers Vermieter, Uwe. Denn da wurde mir was zugesendet, wo ich fast hinten rübergefallen bin. Ey, wenn ich Rainers Vermieter Uwe höre, dann kriege ich das innerliche Bedürfnis, irgendwie die Hacken zusammenzuschlagen. Und auf geht's. Marschlieder singen. Also vorneweg, Uwe, der Vermieter vom Drachenlord, ist bekannt für seine rechtsextreme Gesinnung. Und ich meine jetzt nicht rechtsextrem im Sinne von Shoyoka, dass der mal die CDU gewählt hat oder sowas. Nein, sondern ein wirklich Extremer, der verfassungsfeindliche Symbole in seinem Haus hat, den Haargruß öfters auf der Straße ausführt, Parolen ruft, die in Deutschland verboten sind und alles sowas. Ja, Uwe, der war damals auch mit Rudi in El Alamein und in Stalingrad. Also strammer Neonazi, kann man glaube ich schon so sagen. Und dafür wurde er auch schon öfters angezeigt und laut Polizei hieß es mal, er ist schuldunfähig. Und nun hatte der User Selahader auf Twitter einen Post geteilt, wo man Uwes WhatsApp-Profilbild sieht. Und ich blende euch mal diese zensierte Version. Ja. Ey. Aber man kann es gar nicht so sehr zensieren, dass das nicht eindeutig erkennbar ist, wer das sein soll. Das auch, da haben sich doch zwei gesucht und gefunden, der Uwe und der Rainer. Beide, wo man sagt, oh, ey, das ist zwar schwierig, was die machen, aber die sind Gott sei Dank auch dumm. Und wahrscheinlich nicht gefährlich. Vielleicht, wissen wir nicht. So genau wollen wir nicht hinschauen, aber die sind auf jeden Fall dumm. Ja, deswegen können wir das da drauf schieben und dann müssen wir uns dann immer drum kümmern. Ja? Aktenzeichen XY dumm. Das ist nicht ungelöst. Jeder weiß, was dahinter steckt, aber come on, wenn wir jeden Vollidioten irgendwie, dann müssten wir auch Peter Fitzek hochnehmen. Ich glaube, das ist vor kurzem passiert. Ach ja. Davon ein und ich kann bestätigen, die unzensierte Version hat er wirklich. Aber ich muss sagen, ja natürlich, Peter Fitzek ist gefährlicher für die Demokratie als ein Uwe oder ein Rainer. Ja? Als Profilbild in WhatsApp drin, das habe ich selber nochmal nachgeschaut und ich kann euch meine Verachtung für diesen Typen gar nicht in Worte fassen. Vor allem, er betreibt dort eine Gaststätte, in der man halt essen kann. Er vermietet Monteurszimmer, ja zum Beispiel auch an Reini, ist ja also quasi Gewerbetreibender. Ja. Da kannst du schon essen in der Gaststätte, aber die einzigen Champignons, die müssen immer braun sein, obwohl vielleicht geht weiß auch. Oh Mann.
Und dann passieren ständig solche Vorfälle, wie diesen römischen Gruß, den er da immer wieder verbreitet, oder halt verfassungsfeindliche Symbole ins Internet stellt. Und dann heißt es, er ist schuldunfähig? Wie kann der Typ denn dann eine Gaststätte betreiben und dort Monteurszimmer vermieten? Ja, Ufi, aber da sind wir genau wieder in dem Ding, ne, wie oft Rainer wieder Bewährung gekriegt hat und wieder Bewährung gekriegt hat und wieder Bewährung gekriegt hat, weil, ja, er ist halt ein bisschen dumm. Aber auf der anderen Seite ist er irgendwie voll geschäftsfähig und darf damit weitermachen. Ne? Ich krieg sicher wieder Shit in den Kommentaren dafür, dass ich sage, solchen Leuten sollte ein wenig vielleicht die Mündigkeit entzogen werden. So, ich kann nicht beides haben. Vollkommene Mündigkeit wie jeder andere Bürger und absolute Narrenfreiheit, weil zu dumm. Ich muss mich auch für eins entscheiden. Entweder bin ich zu dumm und habe absolute Narrenfreiheit, aber wir haben irgendwie bei uns damals vor 20 Jahren irgend so ein Behindi gehabt, der hat sich in der Stadt immer auf dieselbe Kreuzung gestellt mit der Warnweste an und kleinen orangenen Fähnchen und angefangen den Verkehr zu regeln. Und den haben sie halt immer weggezogen und dann haben sie, ne, aber ganz ehrlich, der hat auch alleine keine Verträge unterschreiben dürfen, weil der war halt Schaller in der Rübe. Und da hat man gesagt, ja, das macht er halt ab und zu, aber bisher ist nichts passiert, wahrscheinlich passiert nichts. Ne? Passt schon. Aber ne, der war ganz klar auf dem nicht ernst nehmen, weil zu dumm, aber dann aber auch keine Geschäfte machen lassen und ne? Der kann keinen Kredit aufnehmen oder sonst irgendwas. Ein Rainer Winkler oder hier auch ein Uwe, die können schalten und walten, wie sie wollen. Vollkommen wurscht. Wie jeder andere mündige Bürger auch. Und wenn die Scheiße bauen, im Gegensatz zu allen anderen mündigen Bürgern, die tierisch auf die Fresse kriegen für so einen verfassungsfeindlichen Bullshit, nix. Rainer, Steuerhinterziehung über 10 Jahre. Massiv. Nix. Ja, ist ein bisschen dumm. Passt schon. Ich begreife es nicht. Und klar bin ich auch der Meinung, dass man nicht jedem Willy-Nilly die Mündigkeit entziehen darf und dass es da natürlich Schutzmechanismen geben muss, um zu verhindern, dass irgendwie der Staat da irgendwie autoritär eingreift, weil ansonsten uns auch wieder in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts befinden würden. Ist mir bewusst. Ja, Leuten ihre Menschenrechte nehmen, muss hinter einer gewissen Hürde liegen. Aber wo ist denn diese Hürde, wenn nicht Internetbetrug, Steuerhinterziehung, PDF-Files, den ganzen Scheiß, den Rainer über die letzten 15 Jahre gemacht hat? Wo ist denn die Hürde? Oder jetzt hier bei Uwe. Wo ist denn die Hürde? Dass man entweder sagt, okay, wir müssen jetzt sanktionieren, weil strafrechtlich relevant ist, oder wir müssen dem irgendwo im Rahmen seiner Menschenrechte einschränken, weil er offensichtlich damit nicht vernünftig umgehen kann. Weil zu dumm. Ey, ich gebe am Schimpansen doch auch keine Waffe in die Hand. Oh, schau ihn da an. Oh. Das ist der kleine Schimpanse, der kleine Jimmy. Ja? 3-1 Pep haben wir ihm gegeben und danach eine Kalaschnikow und dann haben wir geschaut, was passiert. 5 Leute tut aber keiner gar nichts für, ist halt ein bisschen dumm. Jetzt kriegt er eine Banane. Nein. Digga. Ey, Jimmy kommt in den Käfig oder wird eingeschläfert. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gestern die Polizei in Sachsen auch nochmal verlinkt, dass sie sich das bitte nochmal anschauen sollen, weil sowas geht halt gar nicht. Und daher ist mir das wichtig, das hier auch nochmal im Video anzusprechen, weil ich weiß, dass ja auch Polizisten oder Leute vielleicht in verantwortlichen Positionen dieses Video vielleicht mal vorgeschlagen bekommen und das sehen werden. Und dagegen vielleicht endlich mal was gemacht werden kann. Ich meine, wir reden hier in Deutschland über Gewalt gegen Andersgläubige. Juden zum Beispiel trauen sich nicht mehr, ihre Religion öffentlich halt zu praktizieren, weil sie Angst haben. Die Gesellschaft spaltet sich immer weiter und richtige Neonazis, die solche Sachen verbreiten, dürfen einfach weitermachen mit der Begründung, ja, er ist ja schuldunfähig.
Sorry, aber da bin ich in einer Gesellschaft, die zusammen auskommen muss, nicht mit einverstanden. Wenn er für solche Straftaten nicht... Oh ja, und bei der aktuellen Antisemitismus-Debatte, gerade auch wenn es um hier, Dinge geht, die eine Schujuke oder sowas postet, Alter, da gehe ich auch anders apeshit. Ganz ehrlich, da will ich am liebsten allen Beteiligten in die Schnauze hauen. Und ihr denkt so, ihr seid doch alle nicht mal ganz sauber. Das ist halt aber... Mach mal diese Büchse der Pandora nicht auf. zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil er schuldunfähig ist, muss man dafür Sorge tragen, dass er diese Straftaten nicht mehr begehen kann. Dann soll er halt keinen Zugang zum Internet mehr haben und sein Handy weggenommen werden oder sonst irgendwas gemacht werden, damit er das auf WhatsApp nicht mehr verbreiten kann. Ja, richtig, Ofi. Irgendwo muss diesen Leuten eine Grenze gezogen werden. Und wenn unsere Gesetzbücher als Grenze nicht reichen, dann muss halt Konsequenzen geben. Das ist halt meine Meinung dazu. Und ich hoffe, die Polizei Sachsen wird hier auch nochmal tätig und leiert hoffentlich was an, dass entweder dieser Status überprüft wird, ob er wirklich schuldunfähig ist, oder dass ihm sein Handy abgenommen wird, oder. Irgendwas muss doch möglich sein, dass er diese Straftaten nicht mehr begehen kann. Und ich bin der Meinung, da sollte man auf jeden Fall tätig werden. Naja gut, das war mir auf jeden Fall mal wichtig zu besprechen, wenn halt Rainer als einziger Kontakt zur Außenwelt solche Sachen teilt. Aber nein, stimmt ja gar nicht. Im Grunde hat Rainer noch anderen Kontakt zur Außenwelt im Moment, und zwar die Kommentarfunktion in seinem Blog, in dem natürlich nur irgendwelche Leute sich versuchen einzuschleimen, aber ab und zu rutscht Rainer natürlich auch mal einen Trollpost durch, den er halt freigibt, weil er muss ja alle Kommentare extra freigeben. Zum Beispiel... Ah ja, klar. Ne? Da ist der RAM überlastet und dann... Wir kennen es. Ne? Du musst... Das ist wie im aktuellen Krieg, du musst nur genügend Drohnen schicken. Eine trifft schon. Ne? Zum Beispiel einer wie diesen hier. Brauchen Undinen Wasser, um zu wachsen. Was natürlich eine Anspielung hierauf ist. Ja. Was braucht Nahrung, um zu wachsen? Richtig. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Ja, und er merkt das natürlich nicht und lässt sich wieder weiter vorführen. Aber okay, das nur mal nebenbei, dass natürlich da weiterhin versucht wird, ihn zu trollen und es von ihm halt immer noch nicht gemerkt wird, dass die Leute nur aus diesem einen Grund auf seinen Blog gehen. Und das unterstützt natürlich auch wieder meine These, dass er sich aus dem Internet fernhalten sollte, um sie nicht ständig weiterhin lächerlich zu machen. Aber okay, lassen wir uns mal Ja, der Zug ist halt auch abgefahren, ne? Überraschen, wie es bei ihm weitergeht, wenn er mit jetzt seinem Buchverkauf dann demnächst startet. Diese große Idee steht dann noch in den Startlöchern und ich bin mal gespannt, was das Jobcenter dazu sagt, wenn er 50 € für irgendwelche Schmuddelgeschichten nehmen will. Ja, also Rainer, aufpassen, nicht, dass Uwe seine Miete vom Amt dann nicht mehr bekommt und du auch bei ihm dann irgendwann Schulden hast. Ja, ich nehme stark an, dass er die jetzt schon hat. Aber, okay, wo sind wir jetzt? 37 Minuten, da geht noch einer, oder? Ich schau mal nach. Ja, wenn das nächste überschaubar ist, dann geht nur einer. Okay, Leidl. Jetzt sind wir am 4.6. angekommen. Und ja, da ging es jetzt die ersten 9 Minuten ging es um Shoyoka und dass die angeblich eine Fehlgeburt hatte, dass das irgendwie auf Social Media breitgetreten worden wäre. Was aber mehr oder weniger den Weg auf Social Media primär über sie gefunden hat. Keine Ahnung. Aber jetzt geht es wieder um Reini. Und um seinen utopischen neuen Discord. Spoiler-Alarm, der utopische neue Discord, der ist, glaube ich, schon immer existent. Es kann ja bei so Discords beim Rainer schneller mal gehen, dass da irgendwo der Stecker gezogen wird. Aber hören wir mal rein, was es da am 4.6. darüber zu berichten gab. Okay, jetzt mal einen krassen Schnitt machen und wir gehen zum Drachenlord über. Denn bei dem gibt es jetzt auch einiges zu besprechen. Denn gestern kam heraus, dass er einen neuen Discord hat und das jetzt schon seit sogar 1,5 Wochen. Mein Universum Geheimserver. Ja, und als ich das gestern sehr geheim gesehen habe, dachte ich mir noch, er kann es einfach nicht lassen. Er bekommt es halt einfach nicht hin, ein Leben ohne diese Internetkontakte zu haben, die ihn vollschleimen. Ja, Opi, woher denn auch? Vor deinem inneren Auge. Stell dir mal Rainers aktuelle Situation vor. Stell dir vor, du wärst jetzt gerade bei Rainer. Was wird sein? Dieses düstere, triste,
Monteurszimmer, die Matratze, die in der Ecke liegt. Leere Schwippi-Schwappi-Flaschen liegen in der anderen Ecke. Reini sitzt auf dem 5. durchgesessenen Stuhl in diesem Jahr und schaut auf den Bildschirm oder an die Wand. Wo soll er denn, ganz ehrlich, natürlich braucht er soziale Kontakte und die einzige Möglichkeit ist das Internet und Discord. Aber dass er glaubt, dass der Discord geheim bleibt, weil er immer noch glaubt, dass das, was er da ins Internet pimmelt, vollkommen normal ist und er da wirklich ehrlich Gleichgesinnte finden wird, die zu ihm stehen und die für die gute Sache mitkämpfen, dass die Leute endlich merken, dass das ganz normal ist, was er da ins Internet schmeißt. Das ist halt das Wilde. Weil jeder Einzelne, der auf diesem Discord ist, ein Hater ist und alle das nutzen, um es zu leaken. Und Rainer denkt sich, nee, ich muss nur hart genug suchen. Das kann einfach, es darf nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf, so rum. Ja? Es darf nicht sein, dass ich der Perverse bin, mit dem irgendwas nicht stimmt. So, die Gesellschaft ist falsch und ich muss jetzt genügend Leute finden, um diese Meinung so weit zu ändern, dass ich nicht mehr der Irre bin. Das ist im Übrigen auch das Konzept der Vogue-Bewegung, glaube ich. Weil es halt Hater sind, die sich irgendwie an ihn ranbiedern wollen. Also, was macht er? Er macht wieder einen Server auf und erzählt dort allerlei Mist drauf, um sich wieder ein bisschen besser zu fühlen und sich zu überhöhen. Zum Beispiel hat er das hier geschrieben, als er dort noch mit 2 Damen drauf war. Zitat, Rainer: Bis dahin genieße ich meinen persönlichen Harem, XP, obwohl das mit 2 Damen wohl nicht wirklich so bezeichnet werden kann, XD. Ja, ja, das sagt halt sehr viel darüber aus, was Rainer sich immer noch vorstellt. Ne? Das Ziel am Ende. Ne? Wenn der Endsieg erreicht ist, in Rainers Klöterkopf, dann ist das das Ziel. Ne? Er ist dann unangefochten und hat Macht und Geld und Frauen, seinen persönlichen, großgeschrieben, persönlichen Harem. Ja? Genisse. Ne, ja, das hat wurscht. Also, Rainer glaubt, das wird noch passieren. Rainer, das wird nicht passieren. Ne? Zitat Ende. Ja, ein Charmeur sondergleichen, wie eh und je. Na, aber mal ernsthaft, auch das wieder. Er ändert sich halt nicht. Niemals. Er ist genau der gleiche. Nee, Rainer hier, dieser hier. Ich erinnere nochmal im ersten Gespräch mit der besagten Frau, das war, glaube ich, Polska-Bärchen. Ficken, Bumsen, Blasen. Und, ja. Den anderen ich euch später nochmal. Wie vor 10 Jahren und er wird auch wahrscheinlich noch in 10 Jahren noch genau der gleiche Typ sein. Diesen Sinneswandel, den er verkaufen will, dass er nun irgendwie spirituell aufgewacht ist und sowas, ist alles nur ein Image, was ihm interessanter machen soll. Und das macht er natürlich auch, weil er seine Lügengeschichten, die er selbst auf so einem kleinen Discord, wo er nur ein paar Leute drauf lässt, die ihm in den Kommentare oder sowas schreiben, nicht weglassen kann. Wir lesen uns das mal durch. Zitat, Rainer: Irgendwie ist mir gerade langweilig, aber ich bin so bocklos. Überlege gerade, ob ich noch etwas in die Sauna gehen soll. Zitat Ende. Ja, Ja, freilich. Ich weiß nicht, habe ich Zuschauer aus Zobis? Wahrscheinlich nicht. Aber gibt es da irgendeine Sauna, wo man hingehen kann, eine öffentliche? Weil ich glaube, irgendwie in der Pension Haag in Zobis, da gibt es höchstwahrscheinlich keine. Uwe nun eine Sauna in die Gaststätte mit eingebaut? Ja, auch nicht schlecht. Interessant wird's dann aber erst, wenn er sich wieder als was Besseres darstellen möchte. So zum Beispiel hier bei dieser Sache. Zitat, Rainer: Mein Kopf funktioniert anders als eurer. Ich kann an 10 Dingen zur selben Zeit denken, dabei gamen, Musik hören und mit Leuten reden. Zitat. Boah, Rainer, ganz ehrlich, du kannst nicht gleichzeitig scheißen und atmen oder scheißen und nicht schwitzen. Du kannst gar nichts an 10 Dingen zur selben Zeit denken. Halt dein Maul.
Zitat Ende. Und auf der anderen Seite erzählt er dann wieder, oh ja, aber hier und da, da konnte ich gar nichts für, dass ich da irgendwas gesagt oder gemacht oder getan habe, weil da war ich überfordert, weil so viel auf mich einprasselt. Und hier bei den, war ja auch wie bei seinem Discord, ja, zu viele Anfragen, da kann er nicht auf alles eingehen. Ja, das ist zu viel. Wenn ihm 50 Leute Anfrage schreiben oder einen Kommentar da lassen, das ist zu viel. Aber ja, 10 Sachen gleichzeitig, überhaupt gar kein Problem nicht. Aber Musik hören, gamen, mit Leuten reden, für den Weltfrieden sorgen, Space Shuttle bauen, das zum Mars fliegen kann, was weiß ich. Ja, alles gleichzeitig machen. Aber wehe, irgendjemand spricht über irgendwas, während er am Zocken ist, so, dann das ist der Rahmen überlastet. Ja, und da bin ich schon wieder vom Glauben abgefallen. Rainer, hör doch bitte auf zu lügen. Du kannst 10 Dinge gleichzeitig, dazu Musik hören und was weiß ich nicht noch alles, mit Leuten reden und so weiter. Nein, kannst du nicht. Soll ich dir mal zeigen, warum ich das weiß? Wir konnten das alle sehen, wie du in deinen Streams reagierst, wenn sowas mal passiert, dass halt mehrere Sachen auf dich einprasseln. Junge, ja? Leute, Ja, aber ich habe ADS, ich kann mich nicht auf 3 Leute... dann musst du lernen. Ich mag das auch nicht, aber ich muss auch lernen. Ich hab auch. Alle Leute tippen. Serhat, willkommen bei Livestream. Einfach Da gibt es eine Funktion, du kannst die anderen abstimmen. Weil mich das überfordert, wenn hier alle durcheinander reden. Deswegen, es überfordert mich brutal, wenn alle durcheinander reden. Das schaffe ich mit meinem ADS. Alle gemeinsam. Alle Leute zusammen. Danke, Du kannst auf stumm schalten, du kannst uns alle stummen. Alter. Nee, ich will das nicht rauslassen, aber mich fickt das gerade. Das ist... Ich pack sowas nicht. Das geht mir total dagegen. Deswegen mache ich keine Matches mit 4 Leuten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das damals direkt reacted habe, aber das ist eine Glanzstunde des Games gewesen. Der Multitasking Lord. Oh, da reden andere Leute. Wie, ich bin nicht im Mittelpunkt. Es geht nicht exklusiv um mich. Ja, finde überhaupt nicht cool. Ja, was da dein Problem war nicht Multitasking, sondern dass der Narzisst nicht ertragen konnte, dass es nicht exklusiv um ihn geht. Du warst damals schon so in deinem Ding drin. Oh, geil, jetzt gehe ich wieder Matches machen oder irgendwelche random Leute mit in den Stream reinholen. Und dann wird die Schallplatte aufgelegt. Ja, google mal Drachenlord, glaub aber nicht alles, was du liest. Ja, ich bin oder war der meistgehatetste YouTuber. Mobbing, bla bla, die haben mir dies oder das weggenommen. Ich kann überhaupt nichts dafür, bin ich gar nicht dran schuld. Bla 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 bla. Dieselben, keine Ahnung, 10, 20 Songs auf derselben Schallplatte. Jedes Mal wieder, weil er da richtig gefeiert hat, er sich jedes Mal, wo er das erzählt hat. Da hatte ich gefühlt wie so Prominenter beim Interview, wenn sie irgendwie Promotion für ihren neuen Film machen, irgendwelche Hollywood-Stars. Da wieder die Story erzählen dürfen. Oh, wie sie mir damals Haus weggenommen haben. Und das kann er halt nicht machen, wenn da 4 Leute durcheinander ballern. Da geht's nicht um ihn, da kann er seine Schallplatte nicht abziehen und die anderen Leute haben tatsächlich wirklich echte Communities, warum auch immer. Da hat er auch keine Chance, dass er da irgendwie das Match gewinnt oder... Nee, dann lieber raus. Wieder nach Rainertown gehen. Ins Rainer-Universum. Wo die Welt noch in Ordnung ist. Das ist einfach gerade irgendwie zu viel gewesen. Ich weiß nicht, was das war. Vielen Dank. Ja, eines von ganz vielen Beispielen, wo du komplett überfordert warst, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das kann ja auch so sein. Es geht ja nicht darum, dass du überfordert bist, sondern dass du halt wieder lügst und sagst, du bist nicht überfordert, wenn mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Die Tatsache, dass du überfordert bist, ist nicht das Problem, sondern die Lügengeschichten, dass du das nicht eingestehen kannst. Das ist das Problem. Daher nochmal ganz ehrlich, hör doch bitte auf, dich selbst und auch andere zu belügen, nur damit du dich irgendwie als was Besseres hinstellen kannst. Das ist dieses alte Thema, was wir ja seit Jahren haben. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Hier ist nämlich noch ein Beispiel. Zitat Rainer, und was schlagfertig angeht, wenn ich mal warm bin, dann kann es mit... Wen ich mal warm bin?
mir vermutlich nicht mal ein Politiker aufnehmen. Zitat Ende. Ah, Kinders, ich kann das alles nicht mehr. Wenn es wirklich jemanden gibt, der so wirklich gar nicht schlagfertig ist, mein lieber Rainer, dann du. Und wie gesagt, das meine ich auch gar nicht böse, sondern einfach nur aus Erfahrung der letzten Jahre. Beispiele gefällig? Ja, gerne. Wir schauen mal rein. Ich sitze vielleicht ja hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. Mettwurst ist zufälligerweise streichbar und deswegen bin ich flexibel. Dein Leben ist geradlinig, meins ist eben breit gefächert und ich kann das machen, was ich will. Ich bin vielleicht so intelligent wie 1 Meter Feldweg oder 10 Meter Feldweg. Den es nicht gibt, ja. Dafür bist du so intelligent wie ein 10 Meter unterirdischer Feldweg, den es nicht gibt. Solltest du drüber nachdenken. Nur weil du den Dreijähriger schreibst, heißt das ich auch so, ja? Ich bin mindestens auf dem Niveau von einem 10-Jährigen. Ah, die Klassiker. Alter, was bist denn du für ein 1900... Nuller. 90, also 1900er, Alter. Was bist du für 19er? Ja, was bist du für 19. Jahrhundert, Alter? Weißt du, mein Leben so viel wie ein Stein darüber, wie es ist in der Wüste. Alter, ohne Wasser. Ich kenn zu viel von der Scheiße. Warum ist der ganze Müll auf meiner Festplatte? Der Wüste, und tief im Wasser und unter der Wüste zu sein. Nur weil dich im Leben keiner will, heißt es nicht, dass es bei mir anders ist. Oder auch das hier war wieder ein super Beispiel, wie schlagfertig er ist und sich halt auch gar nicht übernimmt mit seinen Aussagen, sondern er mit seiner Schlagfertigkeit richtig brillieren konnte. Nicht nur den Mund bewegen, ich singe die ganze Zeit den Text mit. Ich habe mich nur gestummt, weil so ein Lutscher wie du, das ist absolut völliger Schwachsinn. Naja, so völliger Schwachsinn. Da hat er sich aber dermaßen zum Obst gemacht. Leute, wenn ihr das damals nicht live mitgekriegt habt, dann genießt es jetzt, wie er hart mitrappen kann, weil er hat's halt drauf einfach, der kann das, der hat die Texte alle komplett verinnerlicht. Aber ich kann es dir auch gerne beweisen, wenn du unbedingt meinst. Oh yeah. Oh, scheiße. Ich hätte bitte reinschätzen. Ja, Happy Birthday. Falsch ausgesprochen, aber das ist das Einzige, was er von dem Track kann. Wie auch immer. Wenn man mit drin einsteigt, muss ich auch erstmal reinkommen. Ich komme nicht einmal in meine eigenen Songs richtig rein, wenn ich mit drin einsteige. Nein, du hast keine eigenen Songs. Die haben alle andere Leute für dich geschrieben. Ja, und er stellt sich da wirklich hin als der große Max auf diesem Discord. Es ist einfach nur noch absurd auf so vielen Ebenen und ich garantiere dir, mein lieber Rainer, du gehst gerade wieder genau diesen Weg ins Verderben, den du schon Jahre vorher gegangen bist. Du warst jetzt 1 Jahr offline und du bist nun wieder auf einem Discord erst aktiv, dann halt auf dem Blog, dann hast du den Discord wieder weggemacht, aber im Grunde hast du da doch wieder noch einen Discord. Stellt sich dort wieder als was Besseres dar. Du bist ja dieser richtig geile Hengst, wobei jeder natürlich weiß, wie du lebst und wie du funktionierst und genau deswegen, ganz genau deswegen, machst du dich halt wieder zum Gespött der Leute und die Leute kommen wieder auf dich zurück, weil du dich durch solche lächerlichen Aktionen wieder ins Rampenlicht rückst. Merkst du das denn nicht selber, Rainer? Meine Güte, ernsthaft. Ja, klar, wenn er da im Discord dann wieder erzählt, die Weiber, die er hat und in die Sauna, die er geht und dies und das und Ananas. Es hat sich halt einfach offensichtlich nichts geändert. Wir sind immer noch auf dem Kissenwurfniveau unterwegs. Man kann doch nicht so lernresistent sein, dass man nach so vielen Jahren immer noch... Doch, Ofi, man kann so lernresistent sein. Ja. Evidently so. Wenn ich das Eckler sagen würde. ...noch nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Wenn du dich weiterhin im Internet lächerlich machst, so wie wir es hier ja gerade sehen, dann bekommst du auch wieder diese negative Aufmerksamkeit, die du ja eigentlich nicht haben möchtest. Ja doch, Ofi, die will er ja genau schon haben. Darum geht's doch. Wenn du halt so... Weil wenn er die nicht kriegt, dann gibt Kobarine. Wenn Kobarine gibt, kann er sich die scheiß Switch nicht kaufen. ...solche Sachen auf öffentlichen Discords schreibst und dein Leben mit einer Potenz von 100 nach oben lügst, dann ist es doch klar, dass du dich wieder im Internet lächerlich machst. Ja, es ist halt wirklich alles ein ewiger Kreislauf beim Reini. Es wird sich halt auch nie was ändern.
Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf diesem Server noch so passieren wird. Ich werde euch natürlich darüber informieren. Aber das soll es jetzt erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht ihr euch alle einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video sage ich Medal of. Okay, jetzt sind wir bei fast 1 Stunde 55 Minuten. Das sollte es dann auch sein. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Behauptet nicht im Internet, dass ihr der Allergrößte seid. Macht's euch nicht zum Obst. Chillt einfach. Lasst den Herrgott einen guten Mo sein. Medal of.